offline an online mussen dieselbe Regeln gelten. Et gibt keinen Grund, für was das Regeln, die für greifbar materielle Sachen gelten, nicht auch sollen für dieselbe Digitalprodukte gelten. An der Lo, wo die Vakanz für unter dir steht, am Reis vielleicht eine Lektüre für eine Plage oder an Bürger heraussichern, ist ein guter Moment für die Frage zu stellen, wieso wir Bücher auf Papier nach immer ähnlich sollen behandeln wie die elektronischen Bücher. E-Bücher oder E-Zeitungen, das sind all die Publikationen, die darauf laden, an auf einem E-Reader, einem Tablet, dem Computer oder dem Smartphone gucken könnt. Wenn ihr das selber noch nie gemacht habt, dann könnt ihr aber sicher sein, dass manst an eurer Familie das schon genutzt hat. Zu Lützeburg hat der Gebrauch von der neuen Technologie sich ganz sehr entwickelt. Schon im Jahr 2012, da war es noch ziemlich neu, haben 72% der Leute, die so elektronische Apparate hatten, die genutzt für Nachrichten zu lesen oder aufzuladen. 16% haben damals schon Bücher elektronisch gelesen oder aufgeladen. Der Prozentsatz von E-Books ist in Europa von bescheidenen 4,5% am Jahr 2013 auf 21% dieses Jahr geklommen. An 2018 soll sogar ein Viertel von den Büchern, die weltweit verkauft gehen, nicht mehr auf Papier sein, mehr in Form von E-Books. Es gibt also Zeit, dass zum Preis Europa erstellen, an der Preis umstellen. An E-Bereich, wo wir danach weiter dran sind, das ist Besteuerung, TVA. Die rapide Digitalisierung hat eine Debatte mit sich gebracht, wie Bücher auf Papier und wie E-Bücher sollen besteuert gehen. Die gemeinsamen EU-Regeln über TVA sind aus einer Zeit, wo das elektronische Buch noch überhaupt nicht erfunden war. An die Regeln gesehen eine TVA von Minimum 15% für. Das Regeln wurden festgelegt für die gemeinsame Binnenmarkt, dass die gut soll funktionieren. Eine Ausnahme gouf aber damals für Bücher fixiert. Memberländer konnten für Bücher mehr niedrigen TVA-Satz frohen, für die Leute dazu zu bringen, mehr zu lesen. Wie die Bücher und auch die Zeitungen immer mehr populär goufen, war Lützeburg ein von den ersten Ländern, was gesagt hat, ein Buch als ein Buch. Egal, ob welchem Support gedruckt ist oder steht. Und so hat als Regierung TVA auf E-Books am Jahr 2012 auch auf 3% aufgesetzt. Den aktuellen EU-Regeln sind E-Bücher aber kein Bücher. Und dafür müssen sie sich den normalen Minimalsatz auf 15% halten. Lützeburg und Frankreich konnten doch am Jahr 2015 vom Europäischen Gerichtshof auf Fangere geklappt und haben den TVA-Satz müssen erhöhen. Für Lützeburg von 3 auf 17%. Und dafür wäre doch höchste Zeit, dass die Europäische Kommission aktiv gehen ist, für sich die Sache an Tern zu holen, für einfach eine Lösung zu finden. Am Dezember zu Jahr, als Propos kam, für E-Bücher selbst zu behandeln wie die traditionellen Bücher. Das Europäische Parlament, was ja immer auf der Seite von den Bürger, also von den Verbrauchern ist, hat ganz sehr die Propos von der Kommission angeholt. Und das mit einer ekrasanten Majorität. 590 Deputierten haben ja gestimmt. Als Steuerfragen muss es aber Unanimität am Ministerrat gehen. Und da hängen wir, weil Land, die Tschechische Republik, blockiert. Ihr seht, wie sie das als Politik am Conseil viel mehr los wie die digitale Revolution. Und da sogar an Bereichen wie diesem, wo wir einfach geholt Einstimmigkeit misst sind, Licht misst umgesagt gehen. Natürlich gehen es Leute, so wie ich zum Beispiel, die auf keinen Fall hier das Buch, das Papier, den Geruch vom Buch wollten, gegen das moderne Digitalbuch tauschen. Mit das aber auch ein Fait, ein Buch als ein Buch als ein Buch, und so misst auf jeden Fall es sein. Aber wenn ihr Lust auf ein E-Book kriegt, wir werden nicht einmal testen. Zu Lützeburg gibt es ein flottes System, wo ihr E-Bücher kennenlernen könnt, ohne aus dem Haus zu gehen.
Guck du mal op www.ebooks.lu. Vielleicht mischt auch Bibliothek schon mat. 13 Bibliotheken sind mat dabei, durch die Nationalbibliothek, die Ettelbrücke an die Esche. Dann mal eine flotte Summer, mit flotter Lektüre, von flotten Autoren. Ich auf jeden Fall kann mir eine Vakanz ohne ein Buch überhaupt nicht vorstellen.